Und heute geht's um folgendes Thema: Hackerlobbys und weniger Spieler. Wie die beiden Sachen zusammenhängen, können wir uns heute ein bisschen immer unterhalten drüber. Und ja, genau. Ja, wie schon vorhin gesagt, haben wir uns Gedanken gemacht und sind zu dem Entschluss gekommen, beziehungsweise zuerst kam der Zehngiebel drauf und dann haben wir das Ganze so ein bisschen genauer analysiert und sind wirklich sehr zu dem Entschluss gekommen, dass es so ist, dass Cheater-Lobbys hauptsächlich dann häufiger auftreten, zumindest merklich häufiger auftreten, wenn weniger Spieler dieses Spiel spielen. Ja, Ja, und der 10 gibt dazu eine interessante Theorie. Und zwar ist es so, dass der Anteil an Hacker-Lobbys in den älteren Call of Duties halt immer so von der Spieleranzahl abhängig ist. Es gibt halt Leute, die wollen halt immer Scheiße bauen, die machen sich so Hacker-Lobby-Kram und so weiter rein. Und das Ding ist jetzt, dass viele Leute sagen, okay, wir spielen dieses Spiel nicht mehr wegen den ganzen Hacker-Lobbys oder wegen anderen Gründen. Die Leute, die das Spiel eben noch spielen wollen, die treffen dann meistens mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auf die Leute, die immer noch bei diesem Spiel geblieben sind, ja, und quasi da immer noch ihre Scheiße verbreiten. genau. Und das kann man auch ganz leicht nachweisen, sogar diesmal wirklich. Das ist eigentlich wirklich super einfach. Wie gerade schon gesagt, wenn es weniger Spieler ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man auf eine Hackerlobby trifft oder in eine solche kommt. Ähm, Weil meine These ist jetzt einfach, es gibt die Hackerlobbys immer. Und es ist jetzt egal zu welcher Tageszeit, ich kann jetzt morgens spielen in eine kommen, ich kann nachts spielen in eine kommen. Und mir ist aufgefallen, dass es nachts immer häufiger passiert. Warum? Es spielen weniger Spieler als tagsüber das Spiel. Das heißt, es spielen zum Beispiel nur noch 1000 Spieler das Spiel. Tagsüber 10.000, nachts 1000. Und das heißt dann wiederum, es gibt zum Beispiel 10 Hackerlobbys. Diese 10 Hacker-Lobbys ist eigentlich ganz einfach, müssen irgendwie gefüllt werden mit Spielern. So, jetzt suchen 10.000 Leute Lobbys, verschiedene, egal welchen Modus und so weiter, und die finden irgendwas. Und einige Arme kommen halt eben in den Genuss sozusagen von einer Hacker-Lobby. Jetzt spielen halt bloß noch 10 mal weniger Leute gesamt, dann können auch bloß noch 1000 Leute aufgeteilt werden auf die Lobbys. Und wenn die Lobbys eben dann, wenn einer dabei ist, der hackt und der andere nicht, hat halt der hackt, mehr sozusagen prozentige Chance, dass in seine Lobby mehr kommen, wenn er irgendwo was macht oder so. Ja. Und das kann man, ich denke, nachvollziehen, weil sozusagen, wenn es ja, weniger Spieler gibt, die Lobbys wollen, gibt es weniger Lobbys. Also auch ist die Chance höher, dass man in eine solche Lobby trifft. Genau. Nochmal. Eine Nachttheorie von dir ist ja auch Ja. deshalb auch sehr gut, weil sich viele Leute sagen, wir bauen lieber nachts Scheiße, weil tagsüber zocken sehr viele, gerade so in den Abendregionen. Ja. Aber nachts ist es so, da zocken halt weniger Leute. Und die Leute, die wirklich dann auch Angst um ihren Steam-Account haben, das aber trotzdem unbedingt machen müssen, die sagen sich dann, ja gut, dann zocken wir halt nachts, da zocken nicht so viele Leute, die das unbedingt kratzt, wenn wir das machen. Und dann bauen wir halt da dann richtig Scheiße. Ja. Das heißt, diese ganzen Hacker-Lobbys in MW2, MW3 und so weiter und so fort, die finden sich häufiger wirklich am Spätabend beziehungsweise in der Nacht wieder. Das ist für mich auch sehr nachvollziehbar. Und dann Ja. ist es natürlich so, wenn dann nachts weniger Leute spielen, dann fällt natürlich sowas härter ins Gewicht als am Tag. Hm. Wenn man dann bedenkt, der Anteil der normalen spielenden Spieler, der ist dann geringer als am Tag. Der Anteil der hackenden Spieler könnte gleich bleiben, aber sogar auch zunehmen. Ja. Das würde dann erläutern, warum nachts oder spätabends halt ein Großteil der Lobbys Hacker-Lobbys sind. Ja. Weil ich finde so unglaublich selten Hacker-Lobbys, wenn man tagsüber spielt. Also das ist wirklich sehr, ja, gering die Chance. Und das ist einfach, ja, nachts trifft man meistens sehr oft auf Hacker-Lobbys. Also so, ja, nach 2 Uhr zum Beispiel, nach 1, 2 Uhr schon. Die meisten zocken ja von ja, 19 bis 21 Uhr. So wird die Zeit angegeben. Und die stimmt meistens auch, finde ich. Ja. Das steht jetzt zum Ja, Beispiel, ja, ja, das steht jetzt zum Beispiel bei so Spielen dabei. Spielen Sie das Spiel am besten in der Hauptspielzeit von 19 bis 21 Uhr. Und das stimmt ja auch, dass wirklich da die meisten Menschen spielen, weil sie einfach Zeit haben, weil sie da nicht arbeiten müssen und weil sie noch nicht so früh ins Bett gehen müssen, wirklich, ja.
Ja, abends ist halt immer so eine ideale Zeit, Ja, aber wenn es dann auch schon in die späteren Bereiche geht, da sagen sich dann die Leute, ja, ich zock vielleicht nur bis 21 Uhr oder 22 Uhr und dann war es das auch. Und wenn man danach aufnimmt oder zockt oder was auch immer mhm. man im Spiel tun will, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass man in Hacker-Lobbys kommt. Und wie sind wir auf das Thema gekommen? Lustiger Zufall, wir wollten hier gerade zocken und wir wollten uns ein Thema überlegen zum Aufnehmen, wollten uns ein bisschen warm zocken. Wie es der Zufall will, sind wir in einen Haufen Hacker-Lobbys gekommen mit teilweise richtigen Cheatern Ja, oder halt mit so Gameplay-Hacker-Lobbys, das heißt Lobbys, wo einfach irgendein Gameplay drüber gelegt wird, wo man halt nicht alle Titel, Embleme, den ganzen Scheiß bekommt. ja. Aber das sind halt auch Hacker-Lobbys und wenn man einen anderen Spielmodus spielen will, als man da bekommt, dann ist das auch ein bisschen scheiße, finde ich. Ja, schon. Ich meine, wenn man das privat macht, so in einer privaten Lobby, da kann man sich gerne mal so einen Mod draufknallen. Wo Ja, man dann seine Admin-Tools hat und den ganzen Kram und dann irgendwelche anderen Gameplay-Typen da reinmacht, wie mit irgendwelchen Zombie-Wellen oder so ein Kram. ja, Das kann man ja in privaten Spielen alles machen, aber wenn man dann an öffentliche Spiele geht, ist das dann auch wieder doof, weil ja. wenn ich auf Herrschaft klicke, dann will ich Herrschaft spielen und nicht irgendein, weiß ich nicht, ein Zombie-Gameplay oder Knife-Only oder Quickscope-Only. Ja, eben. Ja. Und ich finde es schon nervig. Also manchmal, es gibt einige wirklich coole Hacker-Lobbys, die Spaß machen, wo man jetzt irgendwie zum Beispiel, wenn man drauf Bock hat, bloß Only Sniper zum Beispiel, sowas finde ich cool, wenn man gerade drauf Bock hat, ja. Aber ich finde so, ja, gleich Level 70 und alle Embleme, die finde ich so scheiße nervig, hey, das ist unglaublich. Weil dann suche ich so nach sowas, wenn ich sowas haben will. Ich will sowas nicht haben. Das ist mir gestern passiert. Ich war Level 59 und dann kommt so eine scheiß Hacker-Lobby. Jetzt bin ich höher. Ja, wollte ich Ein nicht. YouTube-Abonnent hat mir, als ich mich auch mal über das Thema aufgeregt habe, Ja, so nebenbei in einem Commentary hat mir ein Abonnent einen sehr guten Tipp verraten, der auch ja, nachvollziehbar ist. Und zwar werden unsere Spielstände ja in der sogenannten Steam Cloud gesichert auf ja, PC. Und die synchronisiert sich immer, wenn Steam beendet wird. ja, Der Trick dahinter ist einfach, dass man die Internetverbindung hat. Zieh einfach das nächste Mal, wenn du in eine Hacker-Lobby kommst und das ungewollt ist, zieh einfach die LAN-Verbindung oder den WLAN-Stick oder was auch immer du hast ab. ja, Schalte einfach dein Internet aus, ohne dass du das Spiel beendest, sondern einfach im Hauptmenü das Spiel ausschalten, das Internet ausschalten. Dann machst du das Spiel aus und wenn du das nächste Mal dann startest du Steam neu oder PC neu und wenn du dann das nächste Mal im Spiel drin bist, dann hast du halt deine alten Werte, weil die aktuellen Werte nicht in die Steam Cloud hochgeladen wurden. Da wird dir dann manchmal bei manchen Spielen auch angezeigt, wir haben hier alte Daten und wir haben neue Daten, welche willst du denn jetzt verwenden? hm, Und das ist zum Beispiel sehr praktisch, dann kannst du quasi sagen, okay, ich will die alten Daten haben, dann hast du halt nicht diesen Hacker-Lobby-Stand. ja, Nur der hat mir das dann auch halt gesagt, als es für mich schon zu spät war. Aber das ist für die Leute, die sowas nervt, in Zukunft vielleicht ein guter Ansatz, auch wenn dann vielleicht ein bisschen umständlich ist. ja. Aber ich habe zum Beispiel jetzt bei, ich glaube, jedem Spiel, wo man was machen kann, die Steam Cloud ausgeschaltet, was mich genervt hat. Ja, ich weiß auch nicht so genau, wie das mit der Steam Cloud funktioniert. Ich habe die bei mir eigentlich standardmäßig an. Ja, Aber es nervt mich ja dann auch schon, wenn ich Steam ausmachen will, und dann steht da immer jetzt synchronisieren und so. ja, Aber es ist halt auch irgendwo eine Sicherung, wenn ich da mal, wie heute zum Beispiel, ich musste PC neu aufsetzen, wenn ich dann meinen Steam-Account wieder starte und die Spiele so alle runtergeladen habe, dann ja. kann ich mir aber auch sagen, okay, du hast jetzt alle deine Spielstände wieder. Ja, das war auf jeden Fall gut bei dir, ja. Das ist ja dann ein entscheidender Vorteil der Steam Cloud. Ja, Man sich dann wirklich sagen kann, okay, ich habe jetzt wieder irgendwas, wo mein PC komplett kaputt ist, ich lade mir die Spiele neu runter und die Steam Cloud gibt mir quasi meine ganzen Daten wieder zurück. mhm. Das ist für mich halt ein sinnvoller Einsatz von so Cloud-Zeugs, aber Ja, das war wie auf du jeden schon Fall gut, sagtest, ja. wie du schon sagtest, das kann auch total nerven. Es kann ja auch sein, dass die Steam Cloud dann einfach mal irgendwelche Aktualisierungen macht oder irgendwelche Lecks da sind und Ja, es total lange dauert, bis eine Aktualisierung stattfindet und das ist dann auch wieder sowas, was man nicht braucht. Aber wir reden ja auch heute nicht über Steam Clouds, wir reden ja heute über Hacker-Lobbys. Es ist ja in MW2 immer noch sehr, sehr beliebt, so eine Hacker-Lobby zu betreiben. Das gibt es zwar auch leider vermehrt häufig in MW3, ja. aber ich glaube in MW2 ist der Anteil an Hacker-Lobbys immer noch höher als wie in MW3. Also man nimmt auf jeden Fall mehr wahr, ja. Also, Ja, ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass man das irgendwie mehr wahrnimmt, dass es so ist oder ob das auch wirklich mehr Leute sind, aber ja, irgendeinen Grund wird es halt haben. ja.
Aber wir beide gehen ja schon wieder hier ab, ey. Wir sind fast doppelt so gut wie unser Team. Oh ja, ey, komm. Oh, ist das geil, oder? Das Ist läuft richtig das gut geil. gerade. Der Zielgiebel geht gerade auf die 40 zu. Ich habe einen Payflow draußen und holt mir so noch ein paar Kills. Ja. So, da hast du daneben gesagt mit deiner scheiß Desert Eagle. Das ist jetzt meine. So, das war's auch. Da ist einer drin, der campt und ist scheiße. Ah, wunderschön. Ah, komm, hol ich mir die von hinten, hey, hier, so. Oder auch nicht, verkacke ich das doch mal. Ja. Ich habe halt ich vermisse es irgendwie, die guten alten Gameplays, wo man einfach sagt, ich mache jetzt das und dann, warum mache ich das und so. Das war schon cool, fand ich. Also ich fand das nicht schlecht, auf jeden Fall. Ja, Ja. mittlerweile ist es eigentlich immer nur so, dass man immer über irgendwelche Themen spricht. Ja. Aber, da der Zielgiebel das gerade angemerkt hat und ich das genauso sehe, werdet ihr in Zukunft auch einfach Gameplays haben, wo wir mal wieder sagen werden, komm, wir machen einfach mal wieder ein Gameplay, wo wir Objective Herrschaft spielen, wo wir uns einfach mal die ganze Zeit absprechen und sagen, du gehst jetzt mal dahin und dahin und wir einfach über das reden, was uns gerade einfällt und nicht über ja, irgendein Thema, worüber wir uns vorher Gedanken machen müssen. Das ist für uns einfacher, das möchten viele von euch wahrscheinlich auch gerne sehen und Ja. wir haben jetzt beide über 40 Kills, wir sind jetzt Profis, da mache ich jetzt einen Screenshot von, damit alle wissen, dass wir cool sind. Also das war echt geil, ja. Ja, Das war echt wieder geil. eine super Runde auf jeden Fall, ohne Hacker-Lobby, Cheater-Gedöns. Ja. Ja, dann war's das von meiner Seite und die vom Zielgiebel natürlich auch. Der Ja. Zielgiebel wird sich natürlich jetzt auch von euch verabschieden und bedankt sich auch bei euch fürs Zuschauen und ja, Ja. wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Genau. Tschüss. Ciao.